So, wir spielen jetzt gegen Borussia Dortmund. Und hey, die sind 15. Jawohl, da kennen sie. Und wir sind übrigens einen Platz aufgerutscht, weil wir gegen Braunschweig gewonnen haben. Pass auf, wir schauen mal kurz rein. Ja, 6. sind wir. Bayern ist jetzt 1., Augsburg immer noch 2., Wolfsburg also obergehaut. Genau, so schaut's aus. Wie schaut's in der Torjägerliste aus? Mit Lassoga sind wir 2. Und der Vorlagengeber Van der Vaart, der Beste, mit 5 Vorlagen. Ja, gut. Okay, von den was haben die? 4 Trikots haben die? Haben die irgendwie 2 Geld oder was? Was ist da der Unterschied? Achso, andere Streifen. Ja, ich würde sagen, lassen wir es halt so spielen. Wir spielen in Weiß, da kennt man schon ganz gut auseinander. Oh, diesmal ist Van der Vaart in Form. Ganz selten. Und Campbell auch nicht. Scheiße, wir haben überhaupt keinen Stürmer mehr. Ja, das ist genau das, was ich gesagt habe. Falls mal da einer ausfällt, dann schaut bei uns schlecht aus. Van der Vaart, den mag ich fast gar nicht spielen lassen. Wenn der nicht in Form ist, pass auf, wir dann einfach Cavallo rein. Dann muss aber... Ja, Campbell, den muss ich fast oben da. Nehmen wir halt. Weiß ich nicht. Ja, wir haben nicht viele Möglichkeiten. Das ist ja das. Ich nehme mal Ochs mit. So, der HSV gegen den BVB. Der 6. gegen den 15. Ja, natürlich eine gute Frage. Schaffen wir die? Möglich wird's. Wir haben die Bayern auch weggehaut. Aber wahrscheinlich, wenn die Dortmunder Kämpfer, die wollen ja irgendwie da unten raus. Also vermute ich mal. Außer sie fühlen sich da unten wohl, dann können sie gerne unten bleiben. Nuri Sahin. Und wir spielen ja übrigens, wie gesagt, ohne Van der Vaart diesmal. Der ist ja nicht in Form gewesen. Das ist ja eigentlich so unser Spielmacher. Ja, Piszczek haut dann einfach zu irgendwie. Was geht da ab? Lewandowski. Piszczek. Und der ist fort. Und die Dortmund haben ja zurzeit in der Realität Probleme, gell? In der Abwehr. Die haben ja irgendwie keine Viererkette mehr, die sind alle verletzt. Und jetzt kommen sie alle ziemlich auf dem Zahnfleisch daher. Cavallo. Beißt er. Und Lassoga startet. Sokratis Glettis. Piszczek, ja, der passt da nicht auf. Und jetzt haben wir einen 15. Spieltag, das heißt, wir haben noch 2 Spiele. Und dann ist Winterpause. Und in der Winterpause ist natürlich der Transfermarkt offen.
Und da möchte ich natürlich den einen oder anderen Spieler kaufen. Vielleicht sogar den einen oder anderen Verkäufer. Wahrscheinlich wäre er ein Verkäufer. Also haben wir 2 dabei. Das mache ich aber allerdings alles offline. Weil das, ja, da werden die Folgen sonst zu lang irgendwie. Und dann dauert das alles zu lang zum Rendern und dann werden die Folgen jetzt zu groß, also von der Gigabyte-Zahl her. Und dann dauert das auch viel länger 2. Also zu lang mal nicht. Aber ihr seht es dann schon, was passiert. Lassoga. Und das war die erste Prüfung für Weidenfeller. Der hat glaube ich zuletzt sein erstes Länderspiel gemacht, gell? Mit, weiß nicht, wie alt ist denn der? 31, gell? Auf jeden Fall hat er mit, ja, gegen England sein erstes Länderspiel gemacht. Piszczek. Hummels auf Blaszczykowski. Ja, da wollten sie es versuchen. Manni war aber abseits, oder? Kann das sein? Na, wo kann's? Marco Reus auf Gündogan. Reus. Oh. Oh, der ist drin. Marco Reus. Ja, damit habe ich nicht gerechnet, dass der reingeht. Irgendwann der spielt ab. Scheiße. Nochmal. Da kommt der Pass auf Reus. Nein, auf Schmelzer. Den haben wir umgesäbelt. Oder? Da haben wir ihn umgehauen. Und Reus, ja, man war sehr schnell. Der war gut geschossen. Ja, und wir liegen hinten. Scheiße. Aber Spiel hat 90 Minuten. Lassoga. Und es rennt Carvalho mit. Ah, der erwischt er nicht. Ja, das ist auch schon so wie der Teufel mit 30. Beister. Riesenchance. Riesenchance für Beister. Also den hätte er machen müssen. Das war aber schon deutlich daneben, oder? Wahrscheinlich war er nervös. Piszczek. Subotic. Ja, Carvalho. Carvalho. Das ist der Ausgleich. Er spielt nicht oft, aber wenn er spielt, dann meistens gut, oder? Und da macht er gleich mal einen Ausgleich. Pass auf, wie ist das entstanden? Da hat der Doppel nicht wirklich aufpasst. Und Carvalho nutzt es alles gut aus. Gut, somit sind wir zurück im Rennen. Natürlich machen wir das den Doppeln auch nicht so leicht. Dass sie da einfach nach Hamburg kommen und uns da vom Platz schießen. Schmelzer. Und Drugletis. Jawohl. Beister. So wieder Reus, den werden wir jetzt gleich mal ausschalten. Ja, hat sich nicht gelohnt. Gibt Gelb gegen Mascherano. Und der ging ins Leere, der Freistoß.
Aslan. Lassoga. Reus. Schmelzer. Müssen natürlich aufpassen, geht. Der Reus, der ist schnell. Der, wenn uns auskommt, macht er wieder ein Tor. War das kein Foul? Scheinbar nicht. Oh, Lewandowski jetzt mit der Riesenchance. Aber gescheitert an Adler. Zum Glück. Ja, und somit gehen wir 1-1 in die Halbzeit. Haben wir noch mal Glück gehabt. Aber das Spiel ist ziemlich gleich auf, gell? Wechsel, weiß nicht. Beister. Er spielt nicht schlecht im Moment, aber in Form ist er nicht. Wie schaut denn das aus? Schlecht, gell? Er spielt bloß zentral. Gute Frage. Da mag seine. Ja, da muss ich mit denen nicht. Wie gesagt, wir müssen uns auf dem Transfermarkt besser umschauen, dass wir da gute Alternativen finden. Vielleicht so ein bisschen die Spieler als jetzt hat. Natürlich können wir uns nicht viel leisten, weil wir nicht viel Kohle haben. Wenn ich das richtig gesehen habe, habe ich irgendwie, weiß nicht, 12 Millionen haben wir am Konto. Aber springen da schon, weiß nicht. 1, 2 Spieler springen schon raus. Schon jetzt deswegen, weil ich ja den einen oder anderen verkaufen werde. Ilicevic. So, Jansen nach der später. Ich meinte, der spielt gar nicht mit. Ganze Zeit noch nicht gesehen. Ja, in die Hände von Weidenfeller. Ah, da bleibt der Hänger. Nuri Sahin. Cavallo. Und knapp vor Ochs geklärt. Den, wenn er erwischt hat. Wieder Sahin. Scheiße, ich wollte den Flügelwechsel machen. Ja, da haben wir so politisch einfach mal über den Haufen gehauen. Und der Aslan, ja, der Aslan, der Pending, der ist irgendwie neben der Spur. Scheiße, jetzt irgendwann den Ilicevic erwischen. Dann hätte er freie Bahn gehabt zum Schießen. Schmelzer. Nuri Sahin wieder. Auf Reus. Der ist natürlich gefällig, eh? Was? Der war noch nicht aus? Das ist bei dem nicht. Jetzt seht's. Ich hätte schon gemeint, der hat Sonderrechte irgendwie. Marcel Jansen. Was treibt denn jetzt? Was jetzt? Ach, der war draußen. Schmelzer.
Gündogan. Der war früher bei Nürnberg, gell? Wenn der bei Nürnberg blind war, glaubt dann, dass die ganz anders da stehen. Aber ich glaube, das hatten mehrere Mannschaften, gell? Die hatten besser da stehen, wenn es die guten Spiele nicht verkauft hätten. Wie zum Beispiel Gladbach jetzt. Die haben ja hier mit Marco Marin und Reus haben sie gute Spieler gehabt. Aber gut, wenn die großen Mannschaften anklopfen, dann kann da Zeit noch eine sagen. Mascherano. Wie zum Beispiel Mascherano, der hat eine Nasung können. Wie wir als Hamburg bei Barcelona geklopft haben. Dann wollte er natürlich unbedingt zu Hamburg. Oh, scheiße, Lewandowski. Rechts am Tor vorbei. Hätte mich nicht gewundert, wenn er den gemacht hätte. So, jetzt kommt der eine Typ da, Mkhitaryan oder wie der heißt. Den Namen hätte man auch irgendwie einfach auch schreiben können, oder? Den haben sie sehr kompliziert gemacht. Und Shahin ist runtergegangen übrigens. Oh, Fehler in der Abwehr. Das wird fast fatal geworden. So, Moment. Wir möchten einmal wechseln. Und zwar, oh, Lasogga. Scheiße, wir haben überhaupt keine Stimme mehr. Wer kann denn von einspringen? Gar keiner. Scheißdreck. Ja, gar keiner. Er kann textens hängen in die Spitze spinnen. Pass auf, jetzt wenn ich das tue und Navio eine tue. 69. 76. Ja, ich tue Karl Hangulu eine. Lasogga ist einfach platt. Und pass auf. Einen können wir nur eine tun. Dann tue ich Ochs auf die linke Seite und auf die rechte Seite kommt Laumvierer. Der ist zwar normal rechter Außenverteidiger, aber er kann auch links spielen, also links und rechts und unter anderem im rechten Mittelfeld. Gündogan auf Lewandowski. War nix. Ja, den hat er umgehauen. War das Foulspiel schon, oder? Und dafür kommen unsere frischen Spieler. Box. Wir sind schon wieder auf 1-1-Kurs, gell? Das haben wir irgendwie drauf. 1-1 zu spielen. Und ich habe nichts gegen Unentschieden, aber immer 1-1. Aber bis halt 0-0. Also weiter gar nichts passiert. So, Schmelzer. Was? War das Foulspiel? Und Schmelzer liegt und wir kriegen wahrscheinlich kein GW, sondern nur Anschiss. Und der muss auswechselt werden. Wir sind ganz schön brutal, gell? Wir haben da schon einige frühzeitige Trennte geschickt. So, Karl Hangulu. Hat bisher auch nichts gerissen in der Liga. Oh, das war die Riesenchance für Aslan. Das war's natürlich jetzt gewinnen. War die Entscheidung gewinnen. Aber gut, letztendlich geht's 1-1 aus. Schon wieder mal.